Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal zum Bundesligaspiel gegen Mainz 05. Leute, 8:1. Wild. Ja, einfach wild. Wir haben endlich mal wieder Spielfreude gesehen. Wir haben eine Mannschaft gesehen. Es gibt heute wirklich absolut nichts zu kritisieren. Ja, man könnte ein, zwei Kleinigkeiten aufzählen. Das tue ich dann mal bei der Spielerbewertung. Aber mannschaftlich eine gute Leistung. Eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Spieler des Spiels für mich absolut Leon Goretzka. Ja. Dreh- und Angelpunkt, bester Mann auf dem Feld. Aber gehen wir es kurz durch. Ich denke, ersten 20 Minuten sehr gut reingekommen. Ja, natürlich haben dann die beiden Tore die Übriges getan. Ja, mit in der 13 Minuten Harry Kane und dann Goretzkas Ding. In der 20. Ja, dann haben wir wieder so ein bisschen den Gang rausgenommen, fairerweise. Dann haben wir so ein bisschen Mainz wieder aufkommen lassen. Ja, haben dann das Gegentor, geht natürlich auf Müllers Kappe. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, wenn er die Beine da wegzieht. Auf der anderen Seite, wenn da ein Geschoss ankommt mit über 100 km/h, zieht man vielleicht schon mal aus Reflex die Birne weg. Ne? War dann das 2:1. Dann sind wir ein bisschen wacher wieder geworden. Ja, Mainz hatte dann noch eine Chance zum 2:2. Aber wir waren einfach... Ja, wir waren im Flow. Ja, wir waren im Flow, jeder hat geackert, jeder hat für den anderen mitgearbeitet. Gerade Goretzka, super stark, habe ich ja gerade schon gesagt. Und zweite Halbzeit, ja, war es dann einfach ein Genuss für 25 Minuten. Die letzten 20 Minuten haben wir es dann austraben lassen, denke ich. Ja, hat Leo nochmal das Ding gemacht in der Nachspielzeit. Ist dann aber auch völlig legitim, ja, wenn es 7:1 steht. Viele Wechsel dann noch gemacht, dass man dann die Partie auch ein bisschen austraben lässt. Ja, das ist, denke ich, völlig okay und völlig normal. Also super gutes Spiel von uns. Schöne Grüße gehen mal raus an alle, die schon die letzten Wochen und Monate erzählt haben, dieser Kader hat keine Qualität. Ich denke, dieser Kader hat heute, kommen wir in der einzelnen Spielerbewertung mal drauf zu sprechen, seine Qualität schon aufblitzen lassen. Ja? Und ja, wenn man diese Welle jetzt reitet und mitnimmt in die Champions League, ja, dann gucken wir mal, was geht. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ja, ich habe immer gesagt, dass die Qualität da ist in dieser Mannschaft. Man muss dieser Mannschaft nicht die Qualität absprechen. Man muss die Qualität nur mal zutage fördern. Ja? Und ja, das tut man dann zum Beispiel schon mal, wenn man erstmal eine stabile Viererkette hat. Die manche, mich eingeschlossen, schon seit Anfang der Saison fordern. Mit dem De Ligt da hinten, mit dem Leon, sag ich schon, mit dem Kimmich als Rechtsverteidiger, ja, ist bisher nicht passiert. Ja, jetzt haben wir gesehen, wie es gehen kann, wenn die Spieler auf den Positionen spielen, wo sie vielleicht hingehören. Ne? Ja, zum Spiel gibt es nicht mehr zu sagen, Leute. Es war ein super starker Auftritt von uns. Ich denke, beim 8:1 brauchen wir nicht anfangen, irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen. Wir würden ein paar Haare finden, keine Frage. Ja, jetzt könnt ihr wieder kommen. Ja, ist ja nur Mainz, die spielen nur gegen Abstieg. Ja, wenn man das Tor sieht, wie die da beim Einwurf gepennt haben, war das schon unterirdisch. Nichtsdestotrotz musst du diese Mannschaft auch erstmal so bespielen und erstmal 8:1 wegballern. Ja. Also, das ist nicht selbstverständlich und es steht ja auch nicht immer das Ergebnis im Vordergrund, sondern einfach die Art und Weise. Und die Art und Weise ist das, was ich erwartet habe, ja, was ich erhofft habe und worauf man jetzt weiter aufbauen muss. Ja. Einzige, was man sagen kann, was man kritisieren kann, ist, dass Leroy Sané gespielt hat, der nach 2 Minuten oder noch nicht mal nach 2 Minuten bei dem Sprint schon, wo man gesehen hat, dass er richtig Schmerzen hatte. Werde ich nicht kapieren, muss ich nicht kapieren. Dafür haben wir andere Spieler draußen, die das ebenfalls spielen könnten. Finde ich verantwortungslos. Sag ich, wie es ist. Ja, mir ist klar, um das Thema mal ganz kurz aufzugreifen. Ja, ich weiß, Leistungssport spielen viele Sportler mit Schmerzmittel, Blasels. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass es nicht nötig ist. Ja? Und dass das mit Sicherheit nicht besser wird, wenn man nicht einfach mal pausiert. Und es sind Spieler da, die den Job übernehmen könnten. Ne? Es wird dann umso ärgerlicher sein, wenn Leroy
Erstmal man sieht ja die Leichtigkeit nicht, ja, die ihm fehlt von der Hinrunde. Und es bringt ja nichts, wenn er dann im Viertelfinale oder im gegebenenfalls Halbfinale oder noch schlimmer im Finale dann nicht spielen kann, weil man ihn die ganze Zeit hat durchgezogen. Ja. Von daher ist das ein Thema, was für mich komplett unverantwortlich ist und unverständlich. Aber gut, das sehe vielleicht auch nur ich so. Ja, damit will ich sagen, Leute, gehen wir rein in die Statistiken. Ich bin sehr gespannt, wir haben ja dann Mainz schon auch oft den Ball überlassen. Auch eine Geschichte, wo es war ja schon im Stream, der eine oder andere gesagt hat, ja, uns wird ein Gegner gut tun, der vielleicht ein bisschen offensiver agiert in der Champions League. Ich denke, das haben wir heute auch wieder gesehen, ja. Und ich denke, da muss man sich auch nicht dann vor größeren Namen stecken, weil immer alle sagen, ja, wenn du Manchester City kriegst, hast du keine Chance, Blasels. Ich denke, man hat wieder gesehen, dass wir kontern können. Ja, oder dass wir ein schnelles Umschaltspiel haben und dass wir auch in Schnittstellen spielen können. Das haben wir heute endlich mal wieder gesehen und nichts ist unmöglich im Fußball, Leute. Gut, rein in die Statistiken. Ja, 8-1 sollte klar sein, war. Harry Kane 3-mal, Goretzka 2-mal, Müller, Musiala, Gnabry. Ballbesitz 58-42 oder 59-41, Abseits 2-1, Fouls 8-7, Zweikämpfe 52-48, Schüsse aufs Tor 12-2, Schüsse insgesamt 24-14, Ecken 6-7, angekommene Pässe 515, 340, Flanken 12-11, wo wir heute auch endlich mal, wo hier 12 Flanken stehen, auch endlich mal Flanken gesehen haben. Ja, das war in ganz, ganz vielen Spielen sonst nicht der Fall. Schüsse insgesamt, Harry Kane 5, Müller 2, Goretzka 2, Torschussvorlagen, Goretzka 2, Musiala 2, Kimmich 1, gewonnene Zweikämpfe, Goretzka 8. Endlich schön, dass auch endlich mal der Spieler, der wirklich am besten war, heute meiner Meinung nach in allen Statistiken vorne ist. Herzlichen Glückwunsch, Leon. Dyer 5, Musiala 5, Ballkontakte 105, Kimmich 97, Goretzka 90, Leimer. Gefoult worden, schenken wir uns. Ja, und damit würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lang, gehen wir rein in die Spielerbewertung. Ja. Fangen wir natürlich an mit Manuel Neuer. Ja, bei dem Freistoß konnte er nichts machen. Der kam da angeschmettert. Absolut kein Vorwurf. Ansonsten hat er nicht wirklich was zu tun gehabt. Von daher sehe ich einen Neuer heute bei einer Note 3. Können wir kurz und schmerzlos abarbeiten. Ja, hat 1, 2 gute Bälle gespielt. Ja, gut. Wenn wir ihm das Tor mit anrechnen, dann kannst du ihm auch eine 2 geben. Ja. Komm, geben wir ihm eine 2. Wir haben 8-1 gewonnen. Ich denke, da können wir alles mal ein bisschen schöner sehen heute. Gut, kommen wir zur nächsten Kanone. Da muss ich erstmal wieder umschalten. Das ist nämlich der Josh. Will ich euch aber natürlich auch einblenden. Kimmich. Mein Freund Josh. Ist einer der wenigen, wo man heute ein bisschen was kritisieren könnte. Nichtsdestotrotz gebe ich ihm heute eine 2 aufgrund des Ergebnisses und aufgrund, wir haben Neuer eine 2 gegeben, dann geben wir Kimmich auch eine 2. Aufgrund der vielen Flanken, die er versucht hat reinzuhauen und natürlich auch die schöne Flanke dann auf den Leon in der Nachspielzeit. Das hat mir sehr gut gefallen. Gibt ein paar Sachen, die man besser machen kann. Ich gebe ihm eine 2-. Ich muss noch ein bisschen Abstufung machen können heute. Wir machen mal eine 2- beim Josh. Ja, da kommen wir nämlich jetzt schon zu dem Problem, was ich habe. Ne? Wenn ich Josh eine 2- gebe, dann muss ich in De Ligt eigentlich auch eine 2 geben. De Ligt habe ich heute unauffällig gesehen, ist für mich eine Note 3 eigentlich. Hat ein gutes Spiel gemacht, jetzt aber nicht super stark das Spiel irgendwie aufgebaut oder an sich gerissen. Hat defensiv eine sehr, sehr gute Figur gemacht, was zu tun war. 2-3 Mal einen resoluten Zweikampf geführt. Von daher stellen wir ihn auf eine Stufe und kriegt auch eine 2-. Eric Dyer sehe ich bei einer 2. Eigentlich ein bisschen ähnlich wie De Ligt. Hat aber dann natürlich den wuchtigen Kopfball da aufs Tor gefeuert. Ansonsten auch wieder sehr, sehr ruhig. Aber das ist halt ein Zusammenspiel mit dem De Ligt da hinten. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge, die beiden. Ja, ja, mehr gibt's da nicht so zu sagen eigentlich. Haben den Laden im Griff gehabt und man muss ja auch sagen, Mainz hat immer
durchgehend das Spiel weiter versucht nach vorne zu spielen. Ne? Also es war nicht so, dass die nur Ruhe hatten da. Aber ja, da gab's jetzt nicht so diesen Überstürmer. Aber die beiden haben es gut gemacht, meiner Meinung nach. Gut, Fonzie Davis können wir nicht wirklich benoten, würde ich sagen. Keine Ahnung, was soll man bei 18 Minuten sagen? War im Spiel, ja, hat den typischen Davis gemacht, 1, 2 komische Bälle gehabt. Ansonsten 1, 2 sehr gute Läufe. Ich weiß nicht, was er hat, irgendwie einen Zahn ausgeschlagen oder was. Sah ein bisschen wild aus, muss man mal abwarten. Von daher können wir da nicht wirklich was benoten. Gut, damit sind wir dann auch schon beim Leroy angekommen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ich verstehe es nicht. Leroy sehe ich bei einer 3. Ja, wie gesagt, nach 1,5 Minuten den Sprint, den er angezogen hat, schmerzverzerrtes Gesicht, da ein bisschen das Bein rumbewegt, fühle ich gar nicht. Ja, man hat es ihm danach nicht wirklich angemerkt. Ja, das ist schon richtig. Aber man merkt schon, dass er nicht richtig frei ist, meiner Meinung nach. Hat super wieder mit nach hinten gearbeitet, war auch offensiv heute sehr aktiv. Hat mir schon gut gefallen, aber nochmal, man tut ihm da keinen Gefallen mit. Ja. Er sollte schon schmerzfrei sein oder zumindestens so schmerzfrei, dass es ihn halt dass es nicht die Leistung beeinträchtigt. Ja. Dann wäre ja alles gut. Aber ich denke, man sieht schon, dass es die Leistung beeinträchtigt, leider. Gut, Musiala. Musiala, ja, sehe ich heute auch bei einer 2. Ja, erste Halbzeit, gerade so die erste 20, 30 Minuten hat er sich schwer getan. Umso länger das Spiel ging, natürlich haben wir dann auch ein bisschen mehr Räume gehabt und so weiter, wurde Musiala immer stärker. Ja, von daher für mich heute Note 2. Und man hat gesehen, welche Qualität Musiala hat. Und auch da mal so ein kleiner Hinweis, die Leute, die immer sagen, das ist kein Zehner. Ja, er hat heute nicht auf der Zehnerposition gespielt. Nicht wirklich, war da natürlich teilweise mal. Für mich ist er ein klarer Zehner, kann aber auch halt die Halbposition spielen. Ich sehe ihn nicht als Außenspieler, ja, auf der Halbposition kann ich es mir schon gut vorstellen. Ja, für mich Note 2 heute. Gut, als nächstes haben wir Müller am Stissel. Ja, Müller kriegt von mir heute eine Note 3. Einfach, weil er den Kopf weggezogen hat. Sorry, Thomas, ich fühle mit dir, ja, ich hätte den Kopf nicht weggezogen, ich war aber auch kein Offensivspieler, ich war halt so ein harter Defensivspieler, da ist das ein bisschen anders. Ich kann das vollkommen verstehen. Ne? Ich kann das voll nachvollziehen, dass Herr Thomas Müller da die Birne mal wegzieht aus Reflex. Von daher kein Vorwurf an Thomas, aber natürlich müssen wir die Benotung mit einfließen lassen und von daher Note 3. Ansonsten hat Thomas ein auffälliges Spiel gemacht. Ja, hat auch gerade erste Halbzeit wollte er unbedingt nochmal nach dem 2-0 nachlegen, war der Einzige, der voll nach vorne gesprintet ist, hat hier die gefuchtelt, keiner ist mitgelaufen. Also Müller war on fire, Müller ist on fire, Müller will es allen nochmal beweisen und das ist gut so. Gutes Spiel vom Thomas. Ja, jetzt kommen wir zu, muss ich nochmal umswitchen? Nein, zu Conny Leimer. Conny Leimer hat es ein bisschen schwer gehabt. Die gelbe Karte direkt zum Start habe ich auch nicht gefühlt. Der Schiri, generell mal kurz ein paar Worte zum Schiri, der war auch nicht wirklich souverän. Meiner Meinung nach hat gerade die am Anfang erster Halbzeit diese ganzen 50-50 Dinger gegen uns gepfiffen. Aber gut, so ist es halt. Conny Leimer da gleich die gelbe zu zeigen. Ja, natürlich war es ein taktisches Foul nach 1,5 Minuten. Ja, man muss sich nicht beschweren, logisch, gerechtfertigte Gelbe. Man könnte da aber auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben und sagen, pass mal auf, noch so ein Ding, dann bist du auf jeden Fall gelb. Keine Ahnung. Hat sich ein bisschen schwer getan, ja. Musste sich dann in 1, 2 Szenen zurückhalten, hat man ganz klar gesehen. Aber auch da, umso länger das Spiel ging, umso besser wurde Conny. Ähnlich wie es bei Musiala war. Von daher sehe ich ihn, ja, bei einer 3 auch. Bei einer guten 3. Gut, als nächstes haben wir den Spieler des Spiels für mich, Leon Goretzka. Ja, die Anfangsphase
war er defensiv mehr präsent. Ja, hat er sich super schwer getan, noch das Spiel an sich zu reißen. Da hat man gemerkt, gerade so, wo wir 2:0 geführt haben, hat man gemerkt, dass so ein Pavlovic echt abgeht. Ja, weil wir haben nur Querpässe gesehen, nur langsames Verteilen des Balls, auch von Leon, von Laimer. Das war nicht gut. Defensiv war es gut von Goretzka von Anfang an. Das Zweikampfverhalten mega gut. Irgendwann so gefühlt nach 30 Minuten hat Leon sich gedacht, ja, wisst ihr was, der Kimmich ist gar nicht da, der mich immer einbremst. Ich bin jetzt hier der Chef in der Mitte. Und das hat er ausgestrahlt. Und zwar übers komplette Feld. Ja. Leon hat heute gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Sechser sein kann. Ja. Defensiv bärenstark, ja, muss man ganz klar sagen, wie er die Innenverteidiger unterstützt hat. Besser als Laimer, ja, in der Defensive als defensiver Part, aber offensiv, wie viele Bälle er in die Schnittstellen gespielt hat oder über die Abwehrreihe hinweg, wie viele Szenen er eingeleitet hat, für mich heute eine 1 mit Sternchen. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Dazu natürlich noch die Tore gemacht, ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber auch ohne die Tore wäre er bei mir vor Harry Kane gewesen, heute der 3 Hütten gemacht hat. Ja. Goretzka war heute der Unterschied. Ja, der hat die Mannschaft getragen, hat sie geführt, hat Verantwortung übernommen. Und auch das haben wir hier auf dem Kanal schon die ganze Saison gefordert. Ja. Dass man einfach mal den Josh da wegnimmt aus der Mitte, dass so ein Leon einfach ein bisschen mehr Verantwortung trägt. Ja, und die letzten Spiele waren schon gut von Leon, ja, das war sehr aufsteigende Form mit dem Pavlovic zusammen. Aber da hat der Alex mehr das Spiel gestaltet, Leon war mehr der defensivere Part. Heute hat Leon beides gemacht und wurde ein bisschen unterstützt vom Conny. Herausragend. Ja. Wenn Leon Goretzka, also das war die beste Leistung von Leon, an der ich mich in den letzten 2 Jahren erinnern kann. Ja, also es gibt nichts zu kritisieren. Wir haben gesehen, in jeder Statistik war er vorne. Gut, bei den Ballkontakten war er nur Zweiter hinter Kimmich. Ja, 1 mit Sternchen von meiner Seite. Hut ab für diese Leistung, Leon. Ja, dann kommen wir zu Harry Kane. Harry Kane hat 3 Tore gemacht, hat viele Szenen eingeleitet. Da kommen wir natürlich auch nicht um eine 1 drum herum. Deswegen auch bei Goretzka die 1 mit Sternchen, weil ich ihn auf jeden Fall dann noch einen Tacken weiter vorne sehe. Aber auch ein Kane heute bärenstark. Ja, auch aus wie viel unmöglichen Dingern er dann auch einfach noch versucht hat, aufs Tor zu schießen. Aber wie viele Dinge er halt auch eingeleitet hat mit dem Ball, wo er sich in der Tiefe fallen lässt. Sogar richtig tief auf die Achterposition, den Ball angenommen und nach außen geknallt, das Ding, gleich das Spiel schnell gemacht. Dazu noch 3-mal geknipst, ja, also, ja, Harry Kane, Alter. Ohne Worte, der Mann. 30 Hütten jetzt. Was soll man da noch anderes zu sagen? Ne? Großartig. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern, angefangen mit Serge Gnabry. Serge hat mich heute begeistert. Leute, Serge hat mich begeistert. Auch da eine Form, ein Einsatzwillen, auf dem man aufbauen kann. Das Tor natürlich grandios, hat er natürlich ein bisschen Glück gehabt, ja, aber anders hätte er den Ball auch gar nicht aufs Tor bringen können. Mega Tor, ja, gar keine Frage. Ja, ansonsten aber auch, er hat mit nach hinten gearbeitet, ja, von Minute 1 an, wo er auf dem Feld war sich da nicht zu schade für. Ja, hat einen komischen Ball gespielt, einen Fehlpass auf den Conny, wo es dann ein bisschen gefährlich wurde durch Mainz, hat aber sofort umgeschaltet, hat den Ball hinten dann noch mitgerettet vor, dass er nicht ins Ausgeht. Auch da vorbildlich, hat immer gleich Harry Kane gesucht, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, einer der ganz, ganz wenigen Spieler, was man ja oft sieht, dass unsere Mitspieler Harry Kane viel zu wenig suchen. Gnabry hat ihn direkt 3-mal den Ball in die Tiefe gespielt, ja, wo es noch super gefährlich war. Einmal war es leider abseits. Chapeau auch hier an Serge. Ja, wir geben natürlich keine Noten für die Spielzeit, die er hatte. Gut, er war jetzt eine halbe Stunde, da könnte man schon eine Note sagen. Wenn ich eine Note sagen müsste, würde ich ihm auch bei einer 2 sehen. War ein sehr, sehr gutes Spiel.
Gerade wenn man bedenkt, nach so einer langen Verletzungspause. Auch hier Chapeau an Serge Gnabry. So, jetzt muss ich mal kurz hin und her smashen hier, weil jetzt haben wir Min-Jae am Stissel. Min-Jae war Viertelstündchen da. Ja, hat 1-2 Mal sehr gut nach vorne verteidigt. Ja, da sieht man auch den Unterschied so zum Eric Dyer. Min-Jae ist schon der auch ähnlich wie Upper. Ja, deswegen ist auch, wenn Min-Jae und Upper auf dem Feld stehen, das immer ein bisschen mehr risikobehaftet. Weil auch Min-Jae jemand ist, der nach vorne verteidigt. Ja, der gleich reingeht in den Mann, gleich rein, so wie es Upper auch tut. Und Eric Dyer ist da schon eher der, ja, lass ihn doch erstmal den Ball annehmen, lass ihn mal gucken. Von daher ist das immer eine gute Mischung, wenn nur einer von diesen beiden auf dem Feld steht. Von Min-Jae und Upper, beide zusammen ist dann immer ein bisschen schwierig. Ja, ansonsten, was soll man da groß benoten? War drin im Spiel, konnte sich noch zeigen, alles gut, würde ich sagen. Gut, dann haben wir Mathys Tel. War gleich on fire, ja, hat man gesehen, breite Brust. Ich fand's super, wie er sich gefreut hat mit dem Serge. Ja, der Erste, der da war und generell, wie er sich gefreut hat. Wie er aber auch mit den Mitspielern gesprochen hat. Das Auftreten, ja, dieses Selbstbewusstsein. Hat ein bisschen Pech gehabt, ja, auf der rechten Seite dann, wurde oft nicht angespielt, hat Wege umsonst gemacht. Dann die letzten 20 Minuten haben wir es halt einfach ein bisschen runtergespielt, ja, haben uns auf das 7-1 so geeinigt. Da konnten die Offensivspieler nicht mehr so glänzen. War ein bisschen unlucky für ihn. Aber war gleich drin, war bemüht, ja, und die Kommunikation mit den Kollegen, ja, und man hat in 1-2 Aktionen gesehen, ne, das Ding, was er dann noch versucht hat, aufs Tor zu bringen. Alter, auch welche unglaubliche Qualität auch er hat. Also auch, wir werden viel, viel Freude an Mathys Tel nächste Saison haben. Bin ich mir sehr, sehr sicher, Leute. Gut, dann kommen wir zu Brian. Ich fand's gut, dass er die Viertelstunde bekommen hat. Ja, hat's gut auf die Socken gekriegt. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Anfangsphase von Ribéry, den man auch immer gleich, oder an Malmit Scholl, den man auch immer gleich so begrüßt hat in der Bundesliga. Immer erstmal schön rein auf die Knochen. Ja, war bemüht, denke ich, hat man gesehen. Hat dann bei der einen Szene sogar noch ein bisschen Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob er ihn rüberlegen wollte oder aufs Tor legen wollte. Ja, auch da, denke ich, werden wir noch viel Freude haben, wenn man so die Ansätze von dem Spieler sieht. Aber das können wir noch nicht wirklich gut beurteilen. War auf jeden Fall auch drin, hat sich Mühe gegeben, ja. Ist auch immer wieder rein in die Situation, wo es weh tut. Und es tat auf jeden Fall weh bei ihm heute. Das kann man leider nicht anders sagen. Gut, dann kommen wir zum letzten, zum Guerrero. Ich gucke eben, da ist er. Ja, hatte wieder einen souveränen Part gespielt. Kam er rein in den 18. für Fonzie Davis. Hat uns, glaube ich, jetzt nicht so schlecht getan, denke ich. Das ist jetzt nichts gegen Fonzie. Hat's gut gemacht, hat souverän gemacht. Ich sehe ihn heute bei einer Note 3. Hatte heute nicht so den riesen Impact aufs Spiel, weil Leon einfach alles weggesaugt hat. Ja. Leon war überall auf dem Feld, war der Man of the Match, ohne Frage. Ja. Kommen wir noch zum Tuchel. Ja, was können wir ihm vorwerfen, wenn wir ihm was vorwerfen wollen? Ich denke, beim 8-1 können wir ihm nichts vorwerfen. Was ich ihm vorwerfe, ist die Sané-Geschichte. Das fühle ich persönlich nicht. Das ist aber auch nur meine eigene Geschichte. Ansonsten, ich fand's gut, dass er immer um den 60. rum gewechselt hat, dass er Sané endlich erlöst hat, dass er Müller auch runtergenommen hat. Da ist der Tank dann auch einfach mal leer nach 60 Minuten. Das finde ich völlig fein. Dass dafür Tel kommen durfte, auch ein Serge, fand ich völlig legitim. Beide haben es gerechtfertigt mit ihren Leistungen. Dass er dann in der 75. nochmal Kim gebracht hat, um Dyer mal eine Pause zu geben. Und Min-Jae vielleicht auch ein bisschen Spielzeit einfach und dann auch ein Brian ein bisschen die Spielzeit gegeben hat und Musiala einfach auch mal belohnt hat, indem er ihm ausgewechselt hat. Fand ich auch gut, sehr gut. Und ja gut, ein Guerrero für Davis zu bringen, war dann die logische Konsequenz. Ja, Tuchel macht einen guten Job im Moment. Ja, für mich heute Note 2. Auch in der PK hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht und sehr, sehr gute Fragen beantwortet.
Wie gesagt, die einzige Geschichte ist für mich das mit dem Sané. Das verstehe ich persönlich leider nicht. Da würde ich mir wünschen, dass der Trainer da eingreift, ja, und nicht sagt, ich halte an dem Spieler fest. Ich als Trainer würde da sagen, komm, Leroy, mach mal 2 Wochen Pause und dann gucken wir, ob es vielleicht besser ist. Gut, das ist aber auch nur meine Meinung, weil wir haben es gesehen, du hast einen Tell, du hast einen Brian noch, du hast einen Serge, der wieder langsam rankommt. Also es ist nicht nötig, dieses Risiko beim Leroy zu gehen, wie ich finde. Und nochmal, man wird sich ärgern, wenn die wichtigen Spiele kommen und er dann nicht spielen kann, weil die Schmerzen dann zu stark sind. Ja, aber ansonsten vom Coaching her war es gut. Ja, aber das ist nicht verwunderlich, weil Tuchel endlich die Spieler dahin stellt, wo sie effektiv sind, ja, und endlich von seiner wackeligen, komischen Minjay, Upa müssen unbedingt spielen, Marschroute endlich mal weg ist, ja. Ob das freiwillig war, halte ich für ein Gerücht. Ja, das wird nicht freiwillig passiert sein, weil er wird ja nicht auf einmal gesagt haben, ach, jetzt sind alles meine Lieblinge nicht mehr meine Lieblinge. Dass er den Kimmich jetzt mal auf der rechten Position gelassen hat, denke ich, das ist schon so der Move, den er gesagt hat. Dass er nicht mal an irgendwelche Langzeitfolgen denken muss, dass ihm das scheißegal ist. Richtig so, ja. Es wäre fatal gewesen, den super lahmarschigen Kimmich vom Spielverständnis her, vom Spielaufbau wieder in die Mitte zu ziehen. Und wir haben endlich mal wieder eine gewisse Stärke bei Flanken gesehen heute. Dank Joshua Kimmich, ja. Unser Mazraoui, super selten, dass das mal passiert. Unsere Außenspieler tun das eh nicht unter Tuchel. Das ist eine andere Taktik. Die ziehen eher in die Mitte oder auf die Halbposition. Von daher, ja, ist es doch supi, dass er endlich auf der rechten Verteidigerposition spielt. Der Josh. Ja. Und in der Mitte, wir sehen, dass ein Leon generell, seitdem der Josh nicht mehr in der Mitte ist, viel, viel befreiter spielt. Ja. Viel mehr auch die Verantwortung übernimmt, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen übermotiviert war, die letzten Spiele. Heute war es die perfekte Mischung beim Leon und wenn das die Konsequenz ist, ja, wie gesagt, Herr Tuchel, hättest du schon alles vor 11 Monaten haben können. Und ja, das sage ich jetzt so, weil es kein Klugscheißen ist, weil ich das schon vor der Saison gesagt habe. Ja, und im Laufe der Hinrunde, dass es Zeit wird, Kimmich da wegzunehmen und Leon mal auf die Sechser-Position zu stellen mit dem Pavlovic, das könnte was werden. Ja? Und genau das ist ja jetzt auf einmal, nachdem er entlassen wurde, macht er alles das, was wir irgendwie hier auf den Kanal gefordert haben. Wenn er jetzt noch anfängt, den Leroy mal vielleicht mal ein bisschen fit werden zu lassen, dass er dann in den wichtigen Spielen in der Champions League vielleicht topfit ist, da kann er uns noch mal ein bisschen mehr helfen. Und ich denke, ein Tell würde diese Spielzeit in der Bundesliga einfach auch gut tun. Und ja, wie gesagt, ich sehe da nicht diese absolute Notwendigkeit, gerade dieses Risiko zu gehen beim Sané. Und ansonsten sieht man halt einfach, dass ein Eberl-Effekt da ist, denke ich, ja. Und natürlich auch, wie es ausschaut, wenn man wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat, ne? Und diese Selbstverständlichkeit, ja, die ja die letzten Wochen und Monate echt komplett weg war, gerade vorne. Klar haben wir zwischenzeitlich Probleme gehabt nach dem 2:0, hat Mainz sich erstmal sehr tief fallen lassen, ja, da war es dann wieder viel handballmäßig um den Strafraum rum, logisch, da haben wir unsere Probleme weiterhin. Aber auch das war auf jeden Fall einen Tacken besser heute, ja. Da haben wir auch die Lücken mal in der Mitte gefunden. Und wie gesagt, dann so ab der 30. hat Leon sich gedacht, komm, ich zeige jetzt einfach auch mal meine spielerischen Qualitäten und hat eine super Spieleröffnung gehabt mit immer wieder öffnende Bälle, was richtig, richtig gut war, ja. Das siehst du, das hast du vom Leon halt, wenn Kimmich mit auf dem Feld steht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vom Leon gesehen habe. Dass er halt nicht nur dieser Box-to-Box-Spieler ist und nur da vorne mit dem Ball dann hinprescht und dann am 16-Meter-Raum steht und hofft, dass er einen Abschluss kriegt oder in den 16er geht für den Kopfball. Er hat heute gezeigt, dass er auch ein super Auge hat und eine super Spieleröffnung. Ja, also, ich kann es heute nur wiederholen. Chapeau für diese Leistung an Leon Goretzka. Endlich der Leon, den wir uns alle wünschen
und es wäre super schön, wenn er diese Form die nächsten Wochen bestätigen könnte. Und dann ist er mit Sicherheit auch eine Option, vielleicht für die kommende Saison, ja, mit einem Pavlovic zusammen. Und du musst gar nicht irgendwie groß anfangen, 60, 70, 80 Millionen in die Hand zu nehmen. Aber natürlich muss ein Goretzka diese Leistung bestätigen. Ja, das sollte auch klar sein. Aber er sticht auf jeden Fall die letzten Spiele da heraus und das muss man dann einfach auch mal würdigen. Ja, Leute, in diesem Sinne, meine Meinung, haut mir wie immer sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, Kommentare beantworte ich dann in Videoform im Laufe der Woche. Und natürlich Montag 18:30 Uhr im Stream, dann werden wir mal ein bisschen das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen mehr vertiefen, ein bisschen mehr auseinanderpflücken. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Haut rein, rot-weiße Grüße. Bis dann und natürlich, wie immer an dieser Stelle, Leute, vielen, vielen lieben Dank für euren kranken Support, jetzt auch am gestrigen Stream. Nochmal vielen lieben Dank an Thomas, die Lokomotive, und an Simon, einfach krank, und natürlich auch an Optimus Prime und alle anderen, die da supportet haben, Leute. Wild war's. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer, und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer, und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.